Fast. Wir machen nie Intro. Aha. Das immer rein bearbeiten. Wieso bist du so, wie du bist? Welcome. Folge Nummer 74. Ist es? Ja. Hast du jetzt gerade nachgeschaut? Ja, ich habe dem nachgeschaut. Krass. Folge Nummer 74. In guter Auto... Nein, red Deutsch, Mann, nicht? Ein guter Auto. In guter Audioqualität. Genau, besser als SRF. Und ja, für den oder anderen, der jetzt das Bild anschaut, das Video anschaut und sich fragt, wo ist die graue Wand? Ja, wir haben ein Upgrade geschafft. Wir sind weg von der Garage, sind jetzt in einem Fußballverein, bei einem Fußballverein in der Garderobe drin. Bei FC Ametspor. Genau, Spruch. Spach. Auch mit Spruch. Mit dem Özgür. Mit dem Özgür. Ja, Mann, wir sind heute in Luzern. Luzern. Haben wir den noch? Mashallah, Bro. Egal, Ja, der geht geht auch. auch. Auf jeden Fall in Luzern. Wir haben heute Live-Show, wir haben heute Tour-Abschluss. Ja, Mann. Ist nicht wichtig, aber vor wie vielen Leuten? 450 circa. Mehr Was? Leute als mancher Podcaster überhaupt an Zuhörerinnen hat. Oder manche Rapper am monatlichen Zuhörer. Ja, so Mann. am Reden, weißt du? Schön nachher. Hey Bro, danke, bist du Bro, danke, bist du gekommen, King, Alter. Mit dir ist so geil. Ja. Ja, Bro, was läuft eigentlich bei dir? Ich habe das eigentlich lange nicht mehr gehört, richtig? Ja, Bro, ich habe einen neuen Job, ich habe einen neuen Arbeitgeber, Der Bruder ist jetzt Devlet, Junge. Devlet, Junge, was gibt es noch Neues? Hey Bro, das ist eigentlich so die einzige grosse Veränderung so letzten 1-2 Wochen. Mhm. Ich habe meinen Job angefangen und der erste Tag ist so richtig perfekt losgegangen. Geil. Er war super gewesen. Jetzt ist dein Part so. Was ist denn genau gut gelaufen? Ah, Bro, was ist denn gerade? Sorry, was ist genau gut gelaufen? Ey Bro, eigentlich schon der erste Moment, als der Tag angefangen hat. Also, ich bin aufgestanden, perfekt angekleidet und so. Und dann bin ich zum Zug. Ja. Und bin in den Zug hineingelaufen und habe gesehen, Kontrolleur. Oh. Und dann bin ich zu ihnen und ich habe gewusst, okay, ich habe kein Abo gerade. Und ich bin so vor ihnen und Vorgeschichte, ich gehe am Bahnhof, Winti rein Mhm. und ich habe gewusst, ich muss ein Billett kaufen. Ja. Und bist du schon am neuen Bahnhof Winti gewesen? Nein, jetzt neu Bahnhof. Also neu. Es ist einfach, die ganze Unterführung ist jetzt eigentlich leer. Ja, Sie krass. haben alles rausgenommen. Ah, krass. Inklusive Billettautomaten. Ah, krass. Ja. Also irgendwie... Ah, du meinst dort unten, wo sie neu gebaut haben? Ja, voll. Okay. Also ich bin dort runtergelaufen und ich habe gesehen, okay gut, es hat kein Bankomat. Ich so, wahrscheinlich haben sie die Uhr Gleis da. Ja. Bankomat, Billettautomat. Bin ich zum Gleis zu und ich sehe beim Gleis keine. Ich schaue auf die Uhr, noch 2,5 Minuten. Ich so, wow, jetzt Steht, wo du mir geschrieben hast? genau, ich soll jetzt einen Billettautomat finden. Unmöglich. In 2,5 Minuten, ich verpasse den Zug und das ist mein erster Tag, weißt du, neuer Job. Ich will nicht verpassen, Ja. nicht unpünktlich sein. Dann gehe ich in den Zug und ich sehe Kontrolleur. Aha, Ich gehe zu ihnen und sage ihnen, hey, gibt es eine Möglichkeit zum Ticket anlösen, weil ich Ja. habe keinen Ticketautomaten drinnen gesehen. Ja. Er so, ja, der nächste Ticketautomat ist, weißt du, Abend, Kiosk, Uhr und so. Och, Und dann ich so, ja, es tut mir leid, ich versuche es anders, aber ich muss auf den Zug, weißt du. Ja. Und dann bin ich weitergelaufen. Und dann hat er geschrieben, ich so, gut, weißt du, ich versuche es Ja. auf dir zu schreiben. Ich so, Bruder, ich brauche eine Kreditkarte, hast du mal schnell. Und ich habe gewusst, du bist wach, weißt du, um die Ja. Zeit. Und dann hat er geschrieben und du wie ein OG, weißt du, instant geschrieben, zeig Nummer, Bruder, da. Und also ich kontrolliere schon noch Kreditkartenabrechnung. schau, Bruder, schau. Und nachher, ich gebe das ein und sehe gerade, also ich höre auch von weitem so, wie Leute so, grüezi und so sagen, weißt du, Ja. ich so, ich schaue so Ja. im Zwischenstock. Kennst du die neue Rützig, wo so ein Stock, Zwischenstock, zweiter Stock? Ja, und du ist einfach nur stehen. Ja, genau. Und ich sehe so, wie sie kontrollieren, ich so, Kontrolleur, weißt du. Mhm. Ich so, dir geschrieben und du hast gerade geantwortet. Und dann laufen sie genau in den Stock uhr Mhm. und ich sehe sie. Ja. Und dann fange ich an zu schwitzen. Ui. Weil in dem Moment hat es eine Bestätigung von der App gebraucht von dir. Ui. Ja. Und nachher sind sie genau zu mir gekommen und ich so, grüezi, was? Sie so, ja, sind sie da? Ich so, ja, genau, ich bin da. Ich warte noch auf den Kollegen. Ich kann ihnen sogar zeigen, ich habe es Ja. versucht per Twin zu lösen. Ja. Und mit meiner Kreditkarte, ich so, schau, jetzt ist leider nicht gegangen. Ich habe jetzt zum Kollegen geschrieben, das und das. Okay, ist gut. Und sie beide neben mir gestanden. So, weißt, Einfach gewartet. einfach gewartet. Kings. Ich so easy, weißt du, Tamam, das heisst so,
heute gehen nicht, weißt du? Ja. Und ich habe ihnen auch gesagt, ich so, schaut, es tut mir mega leid, aber ich muss auf den Zug. Ja. Haben sie gesagt, bist du nicht der vom Podcast? Nein. Dann haben sie gesagt, broke ass motherfucker. Broke ass bitch. Und nachher, ich versuche ihnen zu erklären, ich so, schaut, ich muss auf den Zug, ich kann leider nicht rausgehen und ich kann nicht rausgehen und andere gehen, weil ich so, heute ist mein erster Arbeitstag bei einem neuen Arbeitgeber und eben, ich muss auf den Zug. Ja. Ja, okay, ist gut. So, ich löse. Und dann habe ich dir gerade schreiben, so, Bruder, du musst noch kurz bestätigen, ich warte auf dich. Und ich habe schon bestätigt. Und du hast schon bestätigt. King. Und dann ist gerade so, schau, sie hat schon bestätigt. Und das Ganze ist jetzt, sagen wir, 1 Minute bis 2 gegangen. So. Krass, ja. Max. Und dann, zack, Ticket gelöst. Und dann schaut so Kontrolleur so, danke, dass Sie gewartet haben. Ja. Und so, excuse, da. Ja. Er scannt. Ja. Weißt du, was sagt er? Was? Ja, sie haben das Ticket nach Abfahrt gelöst. So ein Nuttensohn. Du glaubst mir nicht. Ich habe ihm seinen Namen aufgeschrieben. Und ich habe ihn anfangen anficken in dem Zug. Du weißt, wie ruhig wie viel es braucht, bis ich jemanden anficke. So ein Missgeburt. Und nachher sage ich ihm so, wie? Er so, ja, das Ticket ist nicht... Also das Ticket ist leider... das ja, Max! Okay, jetzt bin ich fertig. Wirklich, danke. Aber Ich mache noch einmal ein bisschen lauter. für die, wo... Ja. Ja, sorry, weiter. Und ich habe die Welt nicht gecheckt. Mm, Ich habe gedacht, das vor mir warten, also Ja. habe ich assoziiert mit Tamam mach, aber gib Ja. Gas. ja, voll aber. Ja. Aber er hat Du dich wartest, gut ob ich gefickt. ficke, dann und das so. Wahrscheinlich ist er der Cousin von dem, wo mir mal Mutter bereitet Ey, was sagen wir ist, ich fick ihn alles. Weil Ja. nachher hat's mir, Bro, ich bin einfach hässlich geworden, es hat mir einen geklopft. Mhm. Ah, er klopft. Bro, ich so, wie? Er so, ja, Mashallah, Bro. sie haben das nach Abfahrt gelöst, ist leider nicht gültig. Ich muss das aufnehmen. Ui, nein. Und nachher ich so, sie haben gesehen, dass ich das Ticket löse, seit 2 Minuten. Und du bist vorher noch zu ihm gegangen, draussen. Ja. Ist Er der, ist im Zug drin gewesen, weißt du, er ist am Warten gewesen, drinnen, bevor der Zug Aha. ist so seit 2-3 Minuten, also er Ja, wartet ja. so 3-4 Minuten aber am du bist zu Bahnhof. ihm gegangen. Ich bin direkt, so kann ich das Ticket Ja. lösen? Nein. Ja. Folgendes Szenario, Ja. ich kann nicht runtergehen, ich versuche es anders. Ja. So, und dann ich so, sie haben doch gesehen, ich löse das Ticket. Ja. Er so, ja gut, mehr als sagen können wir nicht. Was hast du gesagt? So ein Missgeburt. Nicht ein Wort. Er hat nicht einmal mir gesagt, schauen Sie, ich sehe, Sie lösen gerade das Ticket. Ich würde einfach sagen, lösen Sie einfach vielleicht das Rückbillett, weil ich muss leider jetzt aufnehmen. Ja. Dann würde ich sagen, okay gut, er ist ein Peach, Ja. aber ein ehrlicher Peach. Immerhin ist ehrlich. Ja. Ja. Ich bin so, Sie sehen, ich löse doch, mehr als sagen kann ich es nicht. Und es sind so 2 neben ihnen gewesen und nachher der andere so, ja gut, sage ich so, Sie haben gar nichts gesagt, Sie sind da nur neben dran, Luft, am Dings konsumieren, am Sauerstoff konsumieren, mehr nicht. Fixers, Alter. Einer ist weggelaufen und nachher, wirklich, also, eben, wie gesagt, du kennst mich, Bro, ich bin nicht so Ja. einer, der so Kunden anschreibt und sagt, ey, was läuft mit dir, ich fick dir Ja. alles und so. Da bin ich habe die Welt nicht gecheckt. Und dann habe ich ihm halt versucht zu sagen, so, wieso lässt du mich ein Billett lösen, Mhm. wenn du erst schon weißt, es gibt einen Bus? Was ist die Taktik dahinter? Musst du vielleicht eine Art Dings... Ich glaube, sie haben Angst, Bro, ich sag dir ehrlich. Ich glaube eben, dass er, Ja. vielleicht muss er irgend so eine Auflage erfüllen. Mhm. Ich muss so viele Leute im Monat Dezember noch in diesem Jahr noch ficken, damit ich auf meine Dings komme, weißt So du? ein Fixer. Und dann bin ich so hässlich geworden, ich so, es kann nicht sein, dass du siehst, wie ich ein Billett löse seit 2 Minuten. Du siehst, wie ich schweize, du siehst, wie ich dir erklärt habe. Sorry, es ist mit Fit nicht gegangen, ich habe es dir gezeigt. Und er schaut sogar noch. Ja, lässt ich so, sogar noch sorry, zu. ist mit Kreditkarte Ja. gelöst, ist nicht gegangen. Schau, er hat einfach gesagt, juckt mich nicht. Ja, und nachher ich so, und okay, ich weiß, ich habe das nach Abfahrt gelöst, aber ich habe dir etwa 4-mal auf meine Situation dich aufmerksam gemacht Ja, ja, und du hast ja. mich seit 2 Minuten Fair. lang beobachtet. Okay. Du hast genug Zeit gehabt, um mir zu sagen, ey, wenn du jetzt einsteigst und fahrst, wir müssen es aufnehmen, es tut mir mega leid. Das ist verdammt zu hart. Weil ich habe mich schon damit abgefunden, ich so, look, unter egal welchen Umständen ich heute ins Geschäft gehe, Ja. wenn ich es nicht schaffen sollte, Ja. auch wenn es 5 Leute vor einem Billetautomat hat, Ja. ich fahre schwarz, weil Ja. ich muss pünktlich sein. Ja, King. Schön, dass du so eine Ja. Attitude hast. Und Vielleicht könntest safe. du die gleiche Attitude mal Bruder, ich weiß nicht, suchst in deinem Leben. ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber es Ja. gibt schon, the change is happening. Das stimmt, Bro. Der Change ist ja, heute haben wir eine Stunde gewartet, aber der Change is happening. Wie das keine Trottelgeschichte gibt zum Glück, aber ich bin aufgabelt. Ja. Aber es ist auch, auf jeden Fall, Bro, ich bin dort gewesen und ich habe die Welt nicht gecheckt und dann bin ich eben hässlich geworden, habe ihm dann gesagt, ich sage ihm die ganze Zeit, wieso hast du nicht gesagt? Und er sagt eine Antwort. Ja, also mehr als sagen ich kann nicht, du hast mir nichts gesagt. Hast du den Namen? Nachher habe ich gesagt, er gibt mir so Dings.
Er gibt mir so ein Bus, also. Am Zittern. Na komm. Nachher sagt er die Frechheit, ja, das ist dann ab Steppach gültig. Ich habe jetzt eine Tageskarte, ich brauche kein Bild von dir. Ich so, ich habe eine Tageskarte jetzt, ich brauche kein Bild. Ja, es wäre einfach, es muss nicht gültig sein von irgendwo. Ja. Ich habe eine Tageskarte jetzt, ich brauche kein Bild mehr von dir. So, Nachher macht er so, ja gut, schönen Tag, wie heißen Sie? hast du gesagt? Ja, Besser. wie heißen Sie? Nachher macht er, und das ist das Frechste, was ich Ja, am Ganzen finde. ja. So, sein Namenszeichen ist da. Ja. Weißt du, was macht er? Ja. Er hat so einen Tasche da. Ja, Und das hat so ein Band, weißt du? ja, und das war drüber. Gewesen. Ja, macht einfach so. Ein bisschen das nicht ganz gesehen. Er so Müller. Und da habe ich gewusst, das ist so ein Max Muster Ja, Nachname. Er darf einem wieder sagen. ja, ja. Wie heißt Ihr Kollege? Schönen Tag, ist er weitergelaufen. Sicher nicht. Das ist das Frechste am Ganzen. Weißt du noch mal, wie er heißt richtig? Jetzt habe ich das aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, welcher Zug, welche Zeit und wie er sich genannt hat. Gut. Und das gibt. Ein übles Nachspiel. Ja, weil ich habe bereit das Mail machen, aber zum guten Glück haben wir einen Podcast. Das ist so lustig, dass du das anfängst. Weil ich kann heute auch die Folge anfangen mit, wieso SBB ein Hurensohnverein ist. Danke. Es gibt in dem Fall, es ist in dem Fall etwas um. Mashallah, Bro. Letztes Mal habe ich granted. Und da haben wir ja granted und nachher hat der Kollege, der jetzt eben da kurz ihr gehört habt, Kollege. Ja. hat ja gesagt, hey, SBB gehört mein Vater Ja. und 17 Familienmitglieder sind für SBB gestorben bei mir. Genau, und dann muss ich SBB jedes Mal verteidigen. Genau. Und letztes hat er gesagt, hey, du hast mich grundlos fertig gemacht. Jetzt, das ist eine persönliche Entschuldigung an dich als Person. Ja. Es tut mir leid, dass ich dich disst, aber das geht an den Arbeitgeber. Ihr Ja. seid die größten Hurensöhne auf der Wirklich. Welt. Bitte sponsert uns niemals. Also für mich ist mittlerweile jetzt so weit, Wir werden rasch zusammengeschissen vom Damian jetzt. der Damian kann sagen, was er will. Bro. Nein, Wir sind- wenn er jetzt sagt, ja Jungs, jetzt können wir nicht gesponsert werden. ich will nicht von so einem Hurenverein gesponsert werden. Hurensohn. Bro, also ganz ehrlich, Ja. lieber, also alle die Schweizer Öffentlichkeitspersonen da, die irgendetwas zu sagen haben, die vielleicht 1000 Follower Alle haben oder so. Schweizer Öffentlichkeitspersonen, lass es jetzt zu. Nicht da. Alle Personen des öffentlichen Lebens sind aus der Schweiz. Nicht da? Nicht da. Für mich ist wieder einmal gezeigt worden, dass, also, bevor ich das jetzt nochmal sage, ich tue kurz zusammenfassen, was passiert ist. Der Typ hat so geschaut, wenn ich Geld ausgebe für SBB, Ja. hat gesehen, wenn ich Geld aus meiner Tasche für SBB ausgebe. Ja. So. Es ist noch offiziell immer noch von seiner Tasche, ich habe sie neu zurückgezahlt. Du hast nicht nur meinen Bruder gefickt, du hast mich gefickt, Bruder. Du hast die falsche. Du hast die falsche. Müller hat Doppeltouch. Ey, Bro. Und eben, also, Ich liebe du so von meiner Tasche. Er hat so wie von mir, also eigentlich von ihm, ich habe neu zurückgezahlt. ja Bruder, Facts on Facts. Facts Bruder. on Facts, Bruder. Wenn wir so von Geld reden, dann sind wir Was ehrlich. ist das oder? da? Falsch. Scheißegal. Was macht der? Stimmt oder stimmt nicht? Der haben wir schon lange nicht mehr drauf. Ja, der ist schwanger. Auf jeden Fall. Also, ich habe vor ihm Geld ausgegeben für SBB. So. Nachdem ich das Geld für SBB ausgegeben habe, hat er einfach, Bro, Leute von SBB können wahrscheinlich auf Sekunden genau schauen. Ja. Von Billett lösen bis Billett scannen. Das Ja. ist eine Sache von 2 Sekunden, 3. Ja. Billett gekauft, Geld für SBB ausgegeben, Billett gescannt worden, Bus für SBB bekommen. Also SBB hat wie so doppelt 2 für SBB bei mir gemacht. Ja, ja. Verstehst du? Voll. So Black Friday einfach auf mich abgezogen und so. Und dann hat er sich eine klare Kenntnis gegeben, wie er heißt. Er hat nicht sein Namenszeichen gezeigt, das ist gerade weggelaufen, hat es extra abgedeckt. Und das dritte ist jetzt, noch frecher, er hat nicht ein bisschen sich entschuldigt, nicht ein bisschen Verständnis gezeigt und nicht ein bisschen mir gesagt, hey, so aufmerksam gemacht, hey, egal was du jetzt machst, es gibt einfach einen Bus. Mhm. Und jetzt das Billett lösen, kann ich nicht aufhalten, aber ich würde sagen, es lohnt sich nicht. Ja. Und für mich ist jetzt, aufgrund von dem und auch was in der Vergangenheit passiert ist, ich würde sagen, Leute, die für die Vereinigung Werbung machen, das ist so für mich wie, als würde jemand für Casino Werbung machen. Also du musst deinen Arsch verkaufen für die Werbung. Also Ja. ich sehe, außer du bist selber auch ein... Apropos, ein neues also, Wort von unserem Sponsor. also du musst, in meinen Augen musst du, wir machen ja Werbung mit Sachen, wo wir uns können identifizieren oder wo wir sagen, es ist cool, coole Arbeit, cooles Projekt oder es gibt einfach Cash. So. Ja. Wenn wir jemals für Casino Werbung machen, also, dann müssen wir einfach wissen, es ist einfach Cash. Ja, ja. Und das Gleiche ist auch, wenn jemals über für SBB Werbung macht, ist auch Cash. Und da dazu bist du auch noch ein elender Nuttensohn. Ja, weil, also wie die mich jetzt gerade abgezockt haben, das ist abgezogen, Bro. Bro, wie hast du eine Liste, so, ich habe wirklich daheim eine Liste, kennt Death Note, der Ja, Anime. Ich habe daheim so eine Liste mit Namen, wo ich aufgeschrieben habe, wo ich weiss, irgendwann kassieren die.
Ich habe so Ganz 2, 3 oben. Namen im Kopf gespeichert. Ganz oben ist ganz klar der Knackable. Ja, das ist auch der Ganz, wieder auch ganz weit komplett oben. Ich schwöre, abgeschossen. danke. Nachher der Adi Totoro einfach zum... Dass einfach mal ein Buzzer drunter kommt. Einfach mal, dass wieder mal ein Buzzer drunter kommt. Und ich habe sogar die Namen richtig gesagt, um Missge, Alter. Und dann ist der Buskontrolleur von Vinti, du weißt wer. Und Ja, jetzt ja. eben der uns beide Geld aus der Tasche genommen hat, der Müller. Und ja. Sorry, ja. Und eben, ich frage dich anders. Was ist deiner Meinung nach die dümmste Strecke zum Schwarzfahren? So, jetzt Kanton Zürich. Nein, einfach Schweiz. Einfach Schweiz, dümmst. Ja, Bro, immer IC. IC. IC, die Also- Express. Die haben immer Kontrolleur. Kein Vollidiot Ja. fährt schwarz IC. Ja. So. Außer du hast Eier, Bro. Oder du hast Eier. Du Und willst auch in der ich fahre ja sehr regelmäßig die Strecke Zürich-Bern Ja. ohne Halt. Mhm. Wie lange hast du eigentlich? Bro, nur eine Stunde ist voll chill. Nein, keine Werbung. Zu lang, Bro, für die. Viel zu lang, viel zu unfreundlich, viel zu diskriminierend, alles. Bruder, und ich habe den Woody immer dabei, oder? Mhm. Und so. Boah, das sind gute Geschichten, wo sich wegen Woody anficken. Genau, aber Bro, ich habe gedacht, ich mache es gut. Und ich nehme den Woody immer in die Tasche. Mhm. Weil das ist auch so eine dumme Regel. Der Woody nimmt ohne Tasche halb so viel Platz weg wie mit Tasche. Das macht keinen Sinn, Weil die ja. Tasche ist gross. Ja. Woody ist drin. Das heisst, Tasche, Große Tasche, kleiner Hund. kleiner Hund, viel Fläche, oder? Ja. Das heisst, der Woody darf nur gratis Zug fahren, wenn er in einer Tasche ist. Aber er nimmt mehr Platz weg. Gut, das ist, Ob das Sinn macht, wir haben vorher auch erfahren, Ja. es macht vieles nicht Sinn. ich habe mich mit dem abgefunden. So. Und jetzt, Bruder, weil du meine Kreditkarte bei SBB-App rein da hast, hast du bei mir rausgenommen. Ah, fuck, tut mir leid, Ist Bro. kein Problem, Bruder. Auf jeden Fall, ich bin eingestiegen in den Zug, 10 Minuten vor der Zug abfahrt. Nachher tue ich die Kreditkarte hinzufügen, weil ich noch neu hinzufügen. Nachher kommt so, und Nachricht bitte bestätigen. Ich bestätige. Easy. Was mache ich nachher? Ticket kaufen. Ich tue Handy in die Hosentasche. Aha. Weil mein Kopf war, Bestätigen. Strecke auswählen, Karte hinzufügen, bestätigen. Aber das Bestätigen war nur zum Ticket hinzufügen. Zum Zahlungsmittel hinzufügen. Ich hätte noch müssen Nochmal Karte bestätigen. nochmal quasi kaufen. Ja, Aber Bro, in meinem Kopf, es hat wie so der Ablauf. ja, Synergie. Automatischer Ablauf ist Ja, das gewesen. fix. Bro, ich fahre eine Stunde, Bro. 3 Minuten vom Rachen kommt Nein. die Kontrolleurin. So, Junge. Geht Sie Billett bitte und so. Nachher, ich schaue, so kein Billett. Dann sage ich ihr, oh. Sie schauen sich, ich habe vor eine Kreditkarte hinzugefügt und ich habe bestätigt. Und dann habe ich halt aus Versehen vergessen, Ticket lösen. Ja. Sie so, ja, okay. Ich so, dann darf ich jetzt eins lösen? Sie so, nein. Ich glaube, die haben einen Kurs besucht. Approach. Ja. Bist freundlich, aber bist ein Hurensohn. Aber weißt du, ich habe wirklich so gesagt, ich so, sie so, ja, okay, macht Sinn, so sagt sie mir. Ich so, ja, voll. Darf ich jetzt lösen? Sie so, nein. Ich so, also, sie so, ich muss ausschreiben, ich so, was gibt jetzt ein Bus? Sie so, ja. Ich so, haben Sie das Gefühl, wenn ich schwarz fahre, tue ich meinen Hund quasi immerhin in, also weißt du, das macht ja keinen Sinn. Sagt sie, ja, kann man nicht machen. Nachher sage ich ihr, Bro, ich bin nicht hässlich geworden. Ich so, weißt du was, ist gut, ich habe Quittung genommen, ich habe meinen Kopf schon gehabt, ich habe zum SBB-Schalter. Ich erkläre die Situation. Vielleicht, wenn sie sehen, ich habe noch nie eine verfickte Schwarzfahrbus bekommen, außer halt als Kind mal. Ja, safe. Vielleicht easy. Nachher gibt sie mir, schreibt sie auf, gibt sie mir den Zettel in die Hand, nimm schnell, so, macht sie. Dann sagt sie, hebt sie so klein noch den Zettel, dass wir beide am Zettel heben. Dann sagt sie mir, so, dann sagt sie mir, nächstes Mal Billett lösen, bevor sie einsteigen. Der Typ ist gratis. Also ich glaube, Und ich habe so gedacht, nö, da. schon, So, ah? schon. Gratis. Nächstes Mal Dann habe ich suchst gesagt, eure scheiß verfickte App. Bro, dann habe ich gesagt, ist nicht ganz gratis, ich zahle jetzt 90 Franken. Dann Ja. sagt sie so, ja, schön. Ich so, ja, easy, Bro, ist gut. Ja, also wir haben jetzt 20 Minuten lang euch versucht zu erklären, aus welchem Grund es wichtig ist, dass öffentliche Verkehrsmittel privatisiert werden. Aber wirklich, Bro. Es SBB. muss privatisiert werden, weil jetzt, es macht so 1, 2 Sachen, ergibt jetzt Sinn für mich. Du siehst immer wieder, SBB stimmt letztes 1, 2, 3 Jahre extrem schwarz, rote Zahlen. Bruder, Und jetzt ich sage, sie haben ihren Mitarbeitern gesagt, wer ein Auge zudrückt Ja. bei jemandem
der effektiv kein Billett hat im Zug, egal was der Grund ist, wenn es eine alte Frau ist, 90 und sie kein Handy, ficken sie. Wenn es einer ist, der erst Arbeitstag hat und er hat gewusst, er hat etwas am Bahnhof umgebaut und er selber, mit seinem selber schuld, ficken ihn. Wenn es einer ist, der Haarausfall hat, ein Hund und ein bisschen dick ist, ficken ihn am meisten. Ficken ihn. So, wir ficken jeden, wir holen das Geld, das wir vorher haben, mit Bus raus und wir sind dreister wie noch nie. Wirklich, Bruder. Wirklich, Bruder. Aber das ist okay, Bro, weil ich fahre seit einem halben Jahr in Zürich schwarz, ohne Abo. Jeden Tag fahre ich Tram. Geil. Das ist die Kampf von der kleinen Mann, Bruder. Ja. Und ich bin so der ehrliche Bürger, der so immer 24-Stunden-Tickets löst. Ja. Immer schaut, dass er den Leuten sagt, fahren Zug und so. Und nachher kommt der Hurensohn, lässt mich 26 Stunden oder dich 26 Stunden ausgeben, nur zum nach 1 Sekunde sagen, ist übrigens nach dem Abfahren gelöst worden. Bro, ich schwöre bei Gott, wenn ich könnte, Bro, wenn ich immer noch Auto hätte, ich würde aus Prinzip nur Auto fahren. Bro, wenn ich der Mask wäre, ich hätte SBB aufgekauft und alle gekickt. Ich hätte das, was er mit Twitter gemacht hätte, mit SBB gemacht. Einfach Wie hättest du gelernt? Hä? Wie hättest du SBB gelernt? Keine Ahnung. Es müsste jetzt krasses Rebranding geben, weil der Ruf als Hurensohn wird nicht so einfach. Ja, das stimmt. Bro, aber ja, komm, wir haben jetzt 20 Minuten über die geredet. Ja, ist also gut. es ist gut. Es ist schön im Fall, weil früher, wenn so Sachen passiert sind, hast du einfach schlucken. Ja. Jetzt Und schluckst du auch, aber jetzt kannst du etwas sagen. Jetzt haben wir ein Medium. Jetzt haben wir ein Medium. Das ist ein offizieller SBB-Hate-Podcast. Ja, Mann. Podcast. Bro, hast du mitbekommen? Kennst du Andre 3000? Das ist doch ein Musiker oder so. Yes. Ja. Das ist der I Have You for Outcast. Ja. Jetzt sagst du, wer ist Outcast? Und dann sage ich, I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Ja, genau. Das ist Outcast. Ja? Mhm. Und der Andre 3000, Andre 3K, wie auch immer ihn willst nennen, ist ein Musiker, der mega viel Wellen schlägt, wenn er halt Features macht. Und ist einfach ein sehr guter Musiker. Er hat jetzt aber wirklich noch nie, glaube ich, ein Soloalbum rausgebracht. Ja? Und jetzt, vor knapp, glaube nicht ganz einem Monat, hat er das Album rausgebracht. Und die News ist so gegangen, Bro. Andre 3000 releases, oder weißt, announces Solo-Album. Ganz Hip-Hop-Welt am Schreiben, ja, let's fucking go, Leben ist geil und so. 2 Minuten später kommt ein neuer Post und sagt, Album ist nur ein Flöte-Album. Also er tut wie so stundenlang Flöte spielen. Und Handy, Bro. Also, und das Ding ist, Bro, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt hörst, Flöte-Album, was würde so in den Sinn kommen? Was für eine Art von... Er ist ein Trash. Ja. Ich würde sagen, also wenn ich Flöte höre, denke ich eher so an 3., 4. Klasse, weißt du? Okay. Ich denke, er ist so etwas... Keine Ahnung. Ich lasse mich jetzt auch überraschen. Ich habe das Gefühl, es ist... Ja. Nicht so krass, aber lass mal laufen. Okay. Also es heißt New Blue Sun und die Titel sind so zum Beispiel I swear I really wanted to make a rap album zum Beispiel oder That Night in Hawaii when I turned into blah blah oder so. Also sehr... Hören wir etwas? Ich weiß gar nicht. Wie nein, ich kann nicht so machen. Ja, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, egal. Auf jeden Fall, was ich wollte sagen ist, ich glaube, es ist ein sehr meditatives Album und sehr melodisches Album. Und grundsätzlich, ich bin recht ein Fan von Musik ohne Vocals. Also ich finde, ich rede jetzt nicht von Techno und House, sondern ich finde, es kann wirklich sehr schöne Musik geben, wo du für Musik schaffst. Also weißt du, was ich meine? Du kannst dich so in das hineinversetzen. Ja. Und so wie so das fühlen. Und ich habe mich sehr gefreut auf das Album. Und das Ding ist, Bro, das Spezielle an dem Album ist, ich habe mir so gesagt, ich wollte das wirklich hören, aber ich wollte es hören, wenn ich im Mut bin für das. Ja. Und das kann sein, zum Beispiel, wenn ich im Raum bin, ich habe mir gedacht, so irgendwann gehe ich in die Berge. Und du weißt, wie ich bin, Bro. Ich bin ein bisschen extra so. Ja, fix. Ich habe gedacht, ich gehe vielleicht in die Berge, weißt, ich tue ein Handy weg, ich lasse das Album laufen und
gehe in Gedanken hin, weißt du, und schaue, wie sich das anfühlt. Ich habe mir das aufgespart, um das zu hören. Nachher, Bro, bin ich so bei der Hanna daheim. Und nachher lässt es einfach laufen. Und nachher habe ich aus der Reaktion, ich bin auch ein bisschen gestresst an dem Tag, aus der Reaktion gesagt, ich so, hey, hör auf. Hör auf, weißt du, ich will das Album hören in Ruhe, so. Wie ich habe mich darauf gefreut. Und nachher Hanna schaut mich so an, macht so. So, sorry, gell? Und nachher, Bro, geht sie aus dem Raum raus und geht zu den Mitbewohnerinnen. Und nachher hörst du Mitbewohnerin, sagt etwas, nachher Hanna so, hey, bist ruhig, der Joldas lässt das Flöte-Album. Flöte-Album, Mann. Hey, Bro, auf jeden Fall, ich freue mich, das Album zu hören, aber sie hat mich wirklich gut genommen. Hast du jetzt nicht gelesen? Nein, Bro, das Prinzip. Auf wen willst du hören? Sie hat es mir ein bisschen verkackt. Hey, Bro, ich wollte wirklich einfach so reinkommen in das und wirklich so in Ruhe hören. Weißt du, ich habe ja das Video geschnitten von uns, vom Bernhard Theater. Ja. Dort hat sie auch so einen Beat hinten dran. Ja. Das ist auch ohne Vocals. Stark. Also ich finde so Musik finde ich schon speziell. Ich weiß nicht. Safe, ist schön. Keine Vocals. Interessiert dich gar nicht das Thema. Doch. Ich bin einfach nicht so in dem drin wie du. Also mich packt nicht so wie dich. Verstehst du das, Jenne? Auch nicht. Nee. Krass. Krass. Ui. Hey Bro, ich glaube im Fall, ohne Scheiß, ich glaube es ist schon krass, weil vor allem, ich glaube so alle Produzenten, weißt du, die wirklich so Beats Ja. samplen und machen, die werden jetzt, für die ist Weihnachten, Bro. Aha, ja. Checkst, ja, die ja, können jetzt safe. dort sich bedienen an dem Scheiß, Bro. Safe, 100%. Ja, Musik. Habe ich etwas wegen Musik? Nein, ich habe einfach anfangen Futurama zu schauen. Oh geil, welche Staffel bist du? 4, fertig, ist 5 oder so. Ah, du bist auf Disney Plus. Ja, genau. Geil. Hey, ich finde im Fall ohne Scheiß, so ab Staffel 6 nimmt es richtig ab. So Okay, dann 5, schau ich 6 mal. nimmt es richtig ab. Okay, schau Ich habe mal. noch gedacht, so du, was Simpsons so liebt. Voll. Ich bin mal so, ich schaue wenig Fernsehen in letzter Zeit, auch wenig Dokus und so wirklich. Und letztes Jahr habe ich eben so Essen parat gehabt und eben weg. Essen auf Fernsehen schauen und so. Ich sage, ja, gibt es etwas? Ich sage, ja, gut, Dokus, und ich hatte keine Lust. Serie, ich weiß nicht, was schauen. Ich habe alles eben schon 17 Mal gesehen. Oh mein So, Gott. Sorry, aber weißt du, welche Futurama-Folge die absolut krasseste, geilste ist? Welche? Ich musste brüllen. Es gibt 2 Folgen, ohne Scheiß, wo ich musste brüllen. Wo es um ihre Eltern geht, zum einen. Nicht, du meinst von der Lila? Ja. Nein. Ist es noch ist es unter der ersten 5 Staffel oder was? Ich glaube schon. Oh, keine Ahnung. Die eine Folge, wo der Fry wieso meint, der Hund hat ihn schon lange vergessen. Er hat ja einen Hund gehabt. Beim Pizza liefern. Wow, nein, da bin ich nicht so weit. Krass. Oder ich habe es nicht im Kopf. Ah, das musst du schauen. Oder die Folge, wo er meint, sein Brüder. Aha, das ist schön. Das ist eine ganz Das ist schöne hure Folge. schön. Das ist hure schön, und er denkt, dass sein Bruder, Ihm alles geklaut hat, Alles so geklaut Idee hat und und so. so. Und nachher findet er raus, er hat eigentlich gemacht, damit die Leute wissen. Also es ist eigentlich Und nach- sein Enkel, sein Sohn, genau. sein Neffe ist es. Genau. Schon krass, Bro. Das ist schon Das krass. ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Und eben, ich habe das angefangen zu schauen und das Intro, der Song, Ja. das ist einfach so, für mich so ein good Vibe. Das ist echt geil, ja. Nachher habe ich das halt auf Spotify. Und Aber das ist ist auch ohne Vocals. ja? Ja, das sage ich jetzt auch nicht, ja. Ja. Aber das ist richtig geil, so richtig so gute Stimmung. So, ich höre am Morgen, wo es noch dunkel ist, noch fast nicht dumm ist. Also du hast auch den Futurama-Soundtrack. Ja, Mann. Ich habe einfach hingehen für Drama Soundtrack. Und dann hörst du einfach. Ja. So Leute hören das scheiß Flöte-Album. Bro, er hat Oder einfach Ding. Streams mit dem Lied, Bro. Oder Hermanos Gutierrez. Gutierrez, kann ich die heißen. Hermann, sag mir etwas. Das sind doch die 2 Schweizer oder so? Ja, wo das sagt- weltberühmt sind. Ja. Die machen ja auch so Western. Nein, aber nicht Ja. so Nerding, sondern so mexikanische. Aha, ja, voll. Western. Die ist schon mal gezeigt. Bro, Was sind das für Landsmänner? Wahrscheinlich Spanier, oder? Also, das Ding ist eben, sie nennen sich irgendwie Esteban und Julio oder so ein Scheiß. Nein, ich sage jetzt nicht, sie heißen Moritz. und Aber sie Nico heißen im oder Fall, sie haben wirklich so Schweizer Namen. Also, sie sind, glaube ich, halb wahrscheinlich. so. Mhm. Aber ich schaue schnell. Hermanos Gutierrez. Gutierrez. Aber ich glaube, du hast schon mal die zeigen und die machen schon schönes Zeugs. Bro, es ist brutal. Ich liebe den Sound wirklich. Sie kommen jetzt ins Kauf, glaube ich, aber beide Konzerte sind komplett ausverkauft, leider. Aber sie nennen sich Stefan und Alejandro, Der Wahn? also mit PH, checkst du? Ja. Aber sie heißen in echt. Warte, ich muss es gerade suchen.
Oder vielleicht heisst es ja wirklich so. Ja, kann das sein? Keine Ahnung, aber würde mich wundern, wenn nicht. Ich meine mehr das. Wieso Leute, die Jolas heißen, sich Josh nicht checkst? Äh, Sie sind halb Ecuadorianer und halb Schweizer. okay. Ja, Mann, geil. Finde ich krass, die sind ja letztlich einfach so im Ding gewesen. Also, sie heißt wirklich Estefan und Alejandro. Ja. Sind ja letztlich im. Überall sind so Weltstars, weißt du, mit Millionen von Klicks. Ja, ist krass. Und ich habe ihm nur in der Tiny Desk gelesen. Ja. Nachher sehe ich sie so Langstrasse. Ich so, kann das sein? Na, ich bin wirklich angegangen. Ich so, hey guys, I just need to tell you, first of all, I'm a podcaster. I'm famous in Switzerland. Aber ich bin so angegangen und ich so, guys, I just want to tell you, I'm such... Ich bin so ein riesen Fan. Nachher dieser Red durchkommen. Und weißt, ich finde es so krass, was ihr macht. Und eure Musik ist so krass. Ich so, what are you even doing in der Langstrasse? Nachher er so, ja, wir wohnen da, Bro. Ich so, Kollege, bist du Schweizer oder was? Nachher so, ich so, komm Podcast, er so, habt ihr nicht. Ja, Mann. Hermann Gutierrez. Und so, heute ist der letzte Tourtag. Von Ihnen, oder was? Nein, von uns. Aha. Ja, das schon. Das schon. Es ist, ich bin gespannt, aber wie es halt die... Ja, es ist einfach die grösste Revenue. Wir haben die meisten Leute da jetzt. Noch nie haben wir vorüber... Also Max ist schon von uns 275 oder so. Und jetzt haben wir auf einen Schlag fast das Doppelte. Voll, Mann. Also es ist schon heavy. Aber ich habe es unten gesehen. Bist du nervös? Geil. Nein, ich habe es unten gesehen. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin unsicher gewesen, wie 450 aussieht, weißt du so. Ja. Jetzt habe ich es vorher gesehen und das ist schon geil. Es ist schon heavy. Ja. Es ist nicht gerade Hallstadion, aber kommt. Nein, ist schon gut. Ja, ist schon geil. Ich weiß nicht, Bro, also macht sich... Ich muss sagen, ich bin recht überrascht, wie im Vergleich zu der ersten Tour, wie nicht nervös ich bin. Mhm. So, Ja, fix bemerkt. Aber bei der ersten Tour sind so die ersten 1-2 Stops gewesen, vielleicht noch der dritte, aber nachher hat es bei dir auch angefangen zu liegen. Und jetzt vertraue ich recht darauf, dass wir es geil machen. Ja, safe. Und ja, was ist jetzt bis jetzt für dich der geilste Stopp gewesen? Also du musst eine Revue passieren. Wir sind in Ja. Baden gewesen. Also zuerst in Baden, Ja. dann Zürich, Ja. dann Vinti, Ja. dann Bern Burn, Baby Burn, ja. und jetzt Luzern. Luzern. Okay, und was ist bis jetzt ohne Luzern die geilste? Also Vinti ist halt immer geil, wegen Heimspiel. Ist so geil. Mhm. Ich würde sagen, aber, also wenn ich jetzt rein vom Inhalt her gehe, dann würde ich sagen, ist Zürich bis jetzt schon Banger gewesen. Einfach weil es in die Farbe bis Z gut gestimmt hat, es hat gut gepasst. EAZ und Med haben super mitgemacht, auch im zweiten Block. Es ist richtig unterhaltsam gewesen, auch der erste Block haben wir es kaputt gelacht. Auch unser Dings haben wir auch gut dort gemacht, unser Crowdworking. Mhm. Ich würde sagen, rein inhaltlich ist Luzern sage ich Zürich, oder sogar vielleicht Zürich und Bern so ein bisschen auf der gleichen Höhe. Ich finde eben, so rein vom Podcast, also ohne die zweite Hälfte, Ja. finde ich Vinti ungeschlagen. Ja. Also ich glaube, im Vinti haben wir wirklich abgeliefert. Ja, aber Vinti habe ich, glaube ich, ein Trash. Also, ich bin mir nicht so gut gewesen und bei Ja. dir ist es gut gewesen, bei dir ist es Ja. umso besser gewesen. Aber Hast ich du finde kein gutes Gefühl im Vinti? nein, ich kann, also doch schon eigentlich, aber ich habe bei ein, zwei Geschichten gemerkt, dass ich eigentlich beim Erzählen so, eigentlich ist nichts von dem, was jetzt kommt, lustig. Okay. Weißt du, ich fange so an zu erzählen, so, es wäre noch lustig und dann beim Erzählen merke ich, eigentlich ist es nicht lustig. Kenn ich. Und dann ist so die Option, entweder fertig schnurren Ja. oder lügen. Und dann habe ich auch fertig geschnurrt und dann ist halt so halb lustig gewesen, aber deswegen ist so, ich betrachte es so als Dings, weißt du, die und meine Leistung. Und deswegen habe ich so gesagt, ich habe das Gefühl, wir haben in Zürich und in Bern haben wir so showtechnisch als kurz und bündig inhaltlich etwas ganz Geiles geliefert. Hm. Was sagst du? Hey, eben, ich finde jetzt zum Beispiel in Bern haben wir das brutal geiles Crowdwork gehabt. Mhm. Das einfach gut funktioniert. Ja. Pam, pam, pam. In Bern haben wir, glaube ich, keine Gäste gehabt, gell? Nein. Stimmt, Bern ist die einzige Show, wo wir keine Gäste gehabt haben. Ja, wo aber auch so, alles ist ein bisschen kurzfristig kompliziert worden, weil es haben ein paar Leute abgesagt. Ja. Und dann müssen wir schauen, wie wir das lösen. Aber ja, also sonst, ich finde im Fall wirklich,
man darf auch nicht unterschätzen, wie gut wir im Baden sind. Ja, Bade ist auch ganz geil. Also es war auch wirklich ein geiles Publikum gewesen. Ja, Bade ist ganz geil gewesen. Bade ist nice gewesen. Bade ist super gewesen. Ich würde aber auch sagen, so jetzt rein von der Leute jetzt sind auch im Baden wirklich, also die Crowd hat ganz geil mitgemacht. Ja. Obwohl es die kleinste Location war, Ja. die haben geil mitgemacht. Ja, Mann. Das ist ganz geil gewesen. Nein, es hat wirklich Fun gemacht, aber das Ding ist, hast du dir mal überlegt, oder wie kann ich über das geredet, wie stehst du überhaupt zu einer Live-Shows? Geil, ich finde es geil. Ja? Ja, fix. Also, es ist auch erstaunlich, dass wir blöd gesagt halt mit Reden Mhm. einen Auftritt machen. Also wir machen keine Turnübungen, wo wir so krasse Spagat machen und gumpen. Sondern es sind einfach Gespräche. Und ich finde es geil eigentlich, dass wir Live-Shows machen können. Ich glaube aber, es wäre geiler, wenn wir in Zukunft statt so, keine Ahnung, auf Krampf Städte besuchen, dass wir einfach weniger spielen, aber dafür größere Locations. Ja, größere Location. Ja. Ich würde sagen, ja, größere Location. Also, keine Ahnung, weißt du, es ist schon geil, in Locations spielen, wo so vielleicht 150, 252 Leute hat. Das ist schon geil. Aber ich glaube, weil wir halt auch in Zukunft die Shows ein bisschen anders gestalten, wäre halt schon geil, der größere Revenue. Hey, fair, ja. Meinst du nicht? Hey, mal, auf jeden Fall, aber es ist, bei mir ist wie so, ich habe wie so gemerkt, ich meine, jetzt machen wir unsere Tour fertig. Mhm. Ich finde es geil, haben wir wie so Zeit gehabt dazwischen. Ja. Weißt du, zwischen den Stops? Ja, das ist Gold wert. Das mal ist wirklich, Ja. dass nicht alles in 5-6 Wochen hast müssen machen, das ist Voll. geil gewesen. Also, letztes Ding haben wir das in 2 Wochen durchgemacht. Letzte Tour, Ja. das sind doch, ich glaube, es ist doch ein Monat gewesen, nicht? Oder 5 Oder ist es ein Wochen? Monat? Ja, 5 vielleicht. Wochen sind es. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir einfach ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ja. Und ich freue mich schon sehr auf unsere Show im Berner Theater oder auf unsere 2 Shows im Berner Theater. Wo wir übrigens immer noch Tickets holen für die zweite Show. Yes, die erste, das muss ich ja sagen, also, Ja. wo wir unsere Birthday-Show mit in der Tour angekündigt haben Ja. vor Luzern. Ich und Josh und denken, weißt du, wir kündigen es an und mit eurer Hilfe und mit halt guter Vorbereitung und auch ein bisschen Werbung Ja. haben wir gedacht, bringen wir das sicher bis so mit im Februar weg. Ja. Wir haben aber nicht gedacht, dass das in 4 bis 6 Stunden weg geht. Ja, Bro, ist crazy. Ist wirklich crazy. Aber auf jeden Fall, eben, wir haben noch Tickets für den zweiten Stopp. Gönnt euch, wir tun den Link wieder in die Bio. Ich freue mich sehr auf die Show. Extrem. Berner Theater, ich bin das letzte Mal gewesen, Ja. selber als Gast. Ja. Ich habe Leute dort, ich habe zahlt zum Leute Ja. dort live gesehen Das ist und Fotos mit ihnen gemacht. Und jetzt Ich ist bin auch nicht umgekehrt. reingekommen im Berner Theater, das verkaufen wir aus. Ah, Nein, aber was ich wollte sagen ist, ich bin schon froh, ist mal ein Moment Ruhe ja. nach dem. Ja. Also weißt du, ich habe momentan, ich merke so, ich glaube, wir wollen beide so das Live-Game auf ein nochmals anderes Level bringen. Mhm. Und ich glaube, es braucht schnell Pause. Ja, Live-Shows. safe. Weißt du, was 100 ich Pro. meine? Vor allem, weißt du, musst du überlegen, jetzt sind wir mit der fertig. Ja. Und in 2 Monaten steht schon die nächste Doppelshow hintereinander an, Ja, weißt du? Mann. Das heisst, wir müssen jetzt, es geht nicht mehr lang, wir müssen jetzt anhocken und Ja. für Birthday-Show oder für 2 Shows anfangen überlegen, was wollen wir machen. Endlich mal ein Programm machen. Ja, Ja, voll. Programm schreiben und so weiter. Da ist dann noch andere Sachen an. Wir haben eine Retrette gemacht für nächstes Jahr. Das ist schon eine andere Sache. Deswegen, ich glaube, die 2 Monate werden ruhig sein. Im Sinne von, es ist gut, dass wir keine Live-Shows haben. Ja. Aber es wird trotzdem Ressourcen brauchen. Und ich glaube, nach dem Berner Theater, ich weiß nicht im Fall, aber ich glaube, ich habe keine Ahnung, was nach dem Berner Theater kommt. Weil so, ich habe eine Orientierung bis zum Berner Theater, Anfang Jahr, weißt du? Ja. Aber ich bin so gespannt für die nächsten paar Monate. Ich weiß nicht, wie das Ja, rauskommt. Mann. Hey, geil, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns ein bisschen mehr, ich habe jetzt auch gemerkt, so in den letzten paar Wochen oder so, wir haben wie so ein bisschen wenig Zeit gehabt für Folgen an sich. Ja. Also weißt du, so eben, es sind jetzt gerade 3 Special-Folgen rausgekommen. 3 Special-Folgen, Gäste, Mist. Voll. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt uns versuchen. Und man muss jetzt aber auch noch sagen, Bro, ich meine, wir sind am Folgen releasen, während wir auf Shows sind. Also Ja. weißt du, wir machen wie so Doppelfolgen die ganze Zeit. Mhm.
Aber das kommt gut und ich freue mich jetzt, wenn die Tour fertig ist, Bro. Ich glaube, ich freue mich brutal auf heute Abend. Also ich glaube, es wird wirklich brutal Mega, geil, mega. mit geile Gästen dabei. Brutal. Ja, aber ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Ja, sicher, es ist, also das Mal wirklich geil, haben wir die Abstände nicht da. Das macht es aus. Also ein Abstand von 2 bis 3 Wochen braucht es sicher pro Ja. Show, sage ich. Und ja, ich bin auch froh, wenn das... Also, nein, ich bin glücklich, dass das heute stattfindet und dass das auch heute das Ende ist. Ja, verstehe ich. Weil morgen ist Sonntag, morgen Abend fahren, zeigen und Montag geht der Alltag wieder los. Aber ja, Tourende. Es ist bald fertig. Und für die, noch einmal, für die sich fragen, wieso habe ich kein Ticket? Ich wollte unbedingt live sehen. Die Tickets sind weg. Birthday Show ausverkauft, Zusatz-Birthday Show am Tag drauf, am 6. Februar hat so Tickets. Ich glaube, etwa die Hälfte sind jetzt weg, es hat nur die Hälfte. Geht drauf, kaufen Tickets. Und ja, gestern ist ja, oder vorgestern ist ja ein zweites Video rausgekommen, von SRF Kultur. Ja. Und keine Ahnung, Bruder, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich hätte der Welt sagen, mit welchen Augen sie mich sieht. Wieso? Ich verstehe nicht, wieso hast du geschrieben, ich sehe aus wie ein Ochs. Hast du geschaut, die Sequenz, die Ja, ich geschrieben habe? Du hast nicht geschaut. mal. Wieso schon so reagieren? Ich habe es nicht gecheckt. Bro, ich mach so. Ich mach so, mit Dings, ich mach so. Ja, Bro, und aber sie machen noch den Effekt. Weißt ja, du? ja. Aber ich sehe aus wie ein riesen Spast, Bro, in dem... Ja, Im da, Video. nein, es geht, also wir sind beide kaputt gewesen, wegen wir sind gerade am Aufnehmen. Ich Ja. war dort lange nicht beim Barber gewesen, Ja, same. alles mögliche, aber sie so, was haltet ihr von Feminismus? Ich so, ja, ich... Ja, sie hat wirklich nur das eingeschnitten, was ich gesagt habe. Ja. Aber so lustig, hast du gemerkt, wie jetzt die haben das postet Mhm. und wir haben mit über 100 neue Follower bekommen Mhm. und 80% einfach Politikerinnen Ja, voll. oder einfach allgemein linke Die Leute. haben gedacht, haben wir gesagt, sind ah! Ally, aber bis sie mal die erste Ja. paar Folgen hören, Und dann sehen sie schon. anfallen. Aber hey, die andere Frage, die ich habe, ist, Mhm. wolltest du über das reden, über die Kommentare, wo wir bekommen haben im Video, im Announcement-Video auf TikTok? Ja, geben wir uns. Also, ich lese mal vor. Ja, safe. Wieso sieht Zero aus wie ein älterer Vater, der keine Energie mehr hat? Außer der ältere Vater hat er recht. Ich habe wirklich Energie hat dort, also... Wenn sie gegen Jahresende am gehen, sie ist und so, aber ja. Kollege, der sieht eher fett high aus. Ein erster Kommentar wegen, du siehst drauf aus. Ja, fix. Dann, zweiter Kommentar, wieso sieht er so drauf aus? Zweiter. Dritter Kommentar, allgemein, Zero steil betoniert. Betoniert, ha? Dann, einer schreibt, Bro, wir haben es in St. Gallen gesagt, sie tun nicht. Einer ist zu uns gekommen in St. Gallen und gesagt, Jungs, ich habe einen Joint Band, können wir mit mir gehen? Ja, mir gesagt, nein. Wieso nein, wir kiffen nicht? Gut. Dann, vierter Kommentar, wieso sieht Zero steil denn aus? Fünfter Kommentar ist, wer sind die, Mann? Schau geil. Fair. Dann, wo haben wir da? Einer schreibt Zero, aber ich sehe noch raus. Voll gut. Sie hat irgendwann auch übertrieben, weißt du? was ich meine? Ja, safe. Aber das ist Eine- geil, ist lustig. Einer schreibt voll drauf, 6. Gut. Dann, Bro, sieht stoned as fuck aus. 7. Dann, mein persönlicher Lieblingskommentar. Ja. Der Erfolgsstress hat Herrlein nicht mitgemacht. Das ist ganz ein guter Das ist gewesen. ein ganz Der ist geiler ganz Kommentar. geiler Kommentar. Wirklich. Verdammte Ohren Nutte so. Nein, das ist wirklich, das ist eine ganz geile Sicht. Weil ich sehe auch, Bro, meine Haare sehen auch aus, als wären es am Limit. Ja, so Bro, in dem Videowinkel und so. Ja, fix. Wieso sieht Zero Abi aus, als wäre er ein bisschen gestoned? Zero Abi auf Vanilla Sky. Alles mögliche hast du kommentiert. Dann, der Zero weiss, wo es einen guten Saruch gibt. Der geht das Haar hoch. Schreib mir mal. Zero sieht Max bekifft aus. 10 Kommentare. Ja, vor? Total. Von total. Das kann gar nicht sein. 43. Ich habe mehr erwartet. Gut, ein Viertel. Jeder Vierte, der das sieht, der Ja. denkt, Zero ist drauf. Okay. Was macht das mit dir? Nicht, ich find's lustig. Aber so, fragst du dich mich so, sehe ich die ganze Zeit drauf aus? Ey, etwas habe ich.
wo jeder checkt, meine Augen sind max klein. So. Und wenn ich so rauche oder rauchen würde, dann werden die Augen noch kleiner. Das heißt, nachher ist, du weißt, wie ich nachher aussehen. Oder aussehen würde. So. Und ich finde es lustig. Ich finde es auch kreativ, was sie schreiben. Und ich lache mich kaputt. Also, Gell? ich habe das auch die anfangen zu lesen. Hast du lachen oder hast du dich eher so gedacht, so, ist mir unwohl, weil du bist ja Nein, schnell... Nein, also das habe ich wirklich geschaut. Und, also ich glaube, ich hätte mich unwohl gefühlt, hätte die Leute so geschrieben, wie so etwas vielleicht à la... Hairline. Nein, aber ich jetzt gerade überlegen, vielleicht würde ich schreiben so etwas wie... Würdest mehr richtig Hate gehen. Das ist einfach so lustig, weißt du. So. Aber sagen wir, jemand würde sagen etwas von wegen... keine Ahnung, Alter, scheiß Junkie oder so. Einfach so, verstehst du? So. Dann würde es mich schon stressen, aber so, Bro, ich finde es lustig. Geil. Vor allem, es ist auch gut, Bro, es ist auch gut. Wie du sagst, es gibt auch Content, es gibt Traffic. Und ich finde es wirklich lustig, es ist geil. Also dadurch bin ich nicht so, dass ich sage, boah, Bruder, das Video ist oder so. Sondern, ich muss auch sagen, im Vergleich jetzt zu dort, wo wir angefangen haben, bin ich noch viel jetzt affiner mit dem. So, ich komme ein bisschen besser klar, es stört mich ein bisschen weniger. Wow, etwas muss ich noch erzählen vom ersten Arbeitstag. Ich laufe durch den Gang und einer läuft an mir vorbei. Der ist so, also rein optisch habe ich gesagt, also vielleicht 35, 40, 45, weil er hat schon ein bisschen weiße Haare gehabt. So. Aber er hat tätowiert und so, dies und das. Und dann läuft er an mir vorbei mit einem Lehrling, offensichtlich, weißt du, an mir. Und dann gehen sie an mir vorbei und hinten geht die Tür auf, dass sie wie so den Gang verlässt und ich höre wie so Pi. Ich habe gedacht, hat er mir jetzt gerade Peach gesagt? Ja. Und ich höre aber, wie sie halt nicht weiterlaufen und sie stehen und sie redet in meine richtige Sache, einfach redet zu mir. Ich drehe mich um, hat er mich beleidigt. Hast du gesagt? Ja. Nachher denkt so, nee, Bruder, man, du bist da im Podcast, Bruder, ich habe einfach den Podcast, was Bruder, und jetzt bist du einfach da im Gang, man. Und ich so, look, der für Podcast und so. Ich so, ich habe gedacht, du hast Peach gesagt. Nein, Bruder, welcher Peach und so. Für eine Sekunde, weißt du, nachher habe ich gesagt, so, Bruder, es tut mir mega leid, aber ich muss nachher mit einem klarkommen, dass Leute nicht unbedingt mich anschauen, wie sie denken, ich will jetzt verprügeln oder oder sie sagen etwas und sie meinen es böse. Wirklich, ich habe gedacht, das haben wir Peach oder so. Und weißt du, erster Arbeitstag, okay, was hätte ich wieder? Das ist auch dumm von mir. Ja, so, wieso sagst du? Sag lass einfach. mich weiter. Voll. Du kannst nach der Probezeit Szene machen. Nein, Mann. Hey Bro, wir müssen uns noch vorbereiten für die Show. Yes, das ist ein fairer Punkt, ja. Aber noch als letztes, als Abschluss, für alle, und das ist auch wieder wichtig, die die Folge gut gefunden haben, wenn ihr unsere Content geniessen und uns unterstützen. Es ist sehr wichtig, dass ihr auf der Plattform, wo ihr es benutzt, ob es Spotify ist oder Apple Music, Apple Podcast oder auf YouTube, abonniert den Scheiß, liket den Scheiß. Auf Spotify könnt ihr uns folgen, gebt 5 Sterne. Wichtig, wir müssen wieder ein bisschen in die Charts kommen, um diesen Influencer-Huren-Kindern da draussen zu zeigen, wer Podcast-Vater ist. Genau. Liket, folgt, bewertet, teilt und kommentiert. Und sagt Gruß an eure Mama und Papa. Und falls irgendeiner von euren Eltern genderfluid und non-binär ist, dann dem auch noch. Du weißt. Falscher Knopf, sorry. Ja, fuck. Auch nicht. Okay. Der ist